Herzlich willkommen im ICF. Heute geht es darum, wie erkenne ich Irrlehrer. Denkst du, das ist ein ganz krasses Thema, weil schon zu Zeiten von Jesus gab es Irrlehrer, die Gesetzlichen, die Liberalen und auch Gnosis. Man hat den Körper und auch den Geist getrennt. Und ich stelle auch heute fest, es gibt viele Leute, die eine Lehre verkündigen, die ist einseitig, falsch oder eben auch ein bisschen egozentrisch. Und ich finde es ein Thema, was es wichtig ist, daran auseinanderzusetzen, damit wir eine gesunde, gute, göttliche Lehre haben. Ich freue mich jetzt in die Halle zu übergeben, weil da geht jetzt die Worship ab und möge Gott dich heute reichlich in deinem Leben segnen. Das Thema von heute ist, wie erkenne ich Irrlehrer, also Menschen, die das Falsche lehren. Jetzt denkst du, warum habe ich dieses Thema ausgewählt? Weil ich feststelle, dass zurzeit gibt es auf YouTube, auf Social Media, aber auch sonst viele Leute, die lehren etwas, wo Leute im Glauben völlig neben den Schuhen sind und plötzlich an Dinge glauben. Ich denke, okay, wo findet man das in der Bibel? Irrlehre ist nichts Neues, schon zu Zeiten von Jesus. Ich habe das ganz kurz aufgeschrieben, gab es 3 Strömungen. Es gab die Leute, die waren mega gesetzlich. Und dann gab es aber auch die ungesetzlichen, so ein bisschen die Liberalen. Und Gnosis heißt, man hat den Körper und den Geist getrennt. Ich gesagt, wir sind nur noch Geist und der Körper, der ist irgendwo, wenn wir sterben, kommt ja der zum Glück nicht mit in den Himmel. Die einen sind mega froh und die anderen sagen, oh schade. Das waren die 3 Strömungen, die es schon dazu mal in dem Sinne gab. Und es ist interessant, wir können nicht sagen, Irrlehre hat mit uns nichts zu tun, weil der Moment, wo du den Hunger hast, mehr von Jesus zu erfahren, ist man auch offen für viele Dinge. Oder wenn du sagst, ich habe einen Lifestyle, der passt nicht genau in die Bibel, bist du auch offen für das zu finden, was du finden willst, damit das, was du machst, auch konkret stimmt, oder? Und ich habe ein Bild mitgebracht. Ich sehe eine Kirche, eine Familie wie eine Herde von Schafen. Und wir sind wie so eine Herde von Schafen und man isst zusammen, weil wir sind eine Schafsherde, oder? Und die Bibel sagt, es gibt immer einen Wolf, ein Schaf in einem Wolfsgewand, das nennt man Fasnacht oder Fasching. Der läuft daneben und ein Irrlehrer nimmt Einfluss. Ein Irrlehrer lehrt etwas. Also wenn du eine Lehrmeinung hast, hast du eine Meinung. Ein Irrlehrer, der lehrt etwas. Und es gibt immer ein Schaf, der sagt, ja, ich habe Zweifel, ich bin nicht sicher, stimmt die Bibel, stimmt die Church, stimmt das, stimmt jenes. Und es läuft ein bisschen weg von der Herde, ein bisschen so, man legt alles auseinander. Und das ist genau immer, so läuft das gleiche Schema ab, wenn man sich loslöst von der Gemeinschaft und du bist irgendwo und nirgendwo, dann kommt dieser Wolf. Und wumm, frisst dich und du bist theologisch gegangen. Denkst du, was für ein Starter-Message. Also wir alle sind in der Gefahr, wenn man sich loslöst, gehst du in eine Zone hinein, wo es gefährlich wird. Darum haben die Rabbis und auch die Juden, man liest die Schriftrollen zusammen. Man diskutiert die Bibel zusammen. Man streitet zusammen und nicht alleine. Ein anderes Bild zum Erklären, wir alle sind im gleichen Boot. Wir alle haben eine Prägung. Ich habe so 3 Kreise. Ich bin katholisch aufgewachsen, habe eine katholische Prägung, du hast eine reformierte Prägung, du hast eine Pfingstprägung, du bist immer am Fliegen, du hast eine evangelikale Prägung, die Freude ist ein anderes Thema. Wir alle haben theologisch irgendwo eine Prägung. Du sagst, ich bin nicht gläubig aufgewachsen, atheistisch. Wir alle haben eine Prägung. Die Prägung wird eigentlich, ich sage jetzt mal, aufgebaut durch 3 Kreise. Das erste, man erlebt etwas Negatives, man hat ein gebrochenes Vertrauen, man kommt in eine Church, eine Gemeinschaft, was auch immer, und dann enttäuscht dich ein Christ, oder hast du das auch schon mal erlebt? Wenn ein Christ dich enttäuscht, ist das nicht Christus, es ist nur das Bodenpersonal. Und das Bodenpersonal ist nicht der Chef. Wenn ein Fußball-Schiri ein falsches Spiel pfeift, sagst du nicht, ich glaube nicht mehr am Fußball. Nein, der Schiri war scheiße. Also das Bodenpersonal ist eine andere Geschichte. Und dann das andere, du hast die Welt, wo wir leben, das Säkuläre, eine Meinung, die man heute hat, das ist ein Zeitgeist, der uns prägt. Man sagt immer, der Zeitgeist ist 5 Jahre voraus und dann kommt die Kirche hinterher, sagt man. Und dann das dritte in diesem Kreis, das ist noch deine theologische Vorliebe. Vielleicht sagst du, ich habe gerne ein bisschen so richtig Hardcore Preaching, so Turn or Burn, weil da vom Typ mehr so boom bist. Und dann sagen, schau mich an, ich bin so eine liebe Pflanze. Ich habe es ein bisschen softer, darum Gnadenevangelium ist mehr mein Ding, weil
da zerbrech ich dabei. Und alle diese Prägungen, die wir haben, prägt dein Glaube. Und das ist ein mega wichtiges Punkt. Niemand von uns trägt die perfekte Lehre. Niemand von uns hat den perfekten Überblick, was ist theologisch alles korrekt und was nicht. Das musst du wissen, wir alle sind geprägt, wir alle haben ein Potenzial. Darum, das gute Werk, das Jesus in uns angefangen hat, wird er zu Ende bringen. Wie eine Zwiebel, man nimmt Schicht für Schicht, Schicht für Schicht in dem Sinne weg. Versteht ihr dieses Bild? Das heißt, das Thema von Irrlehre sind wir alle irgendwo in der Gefahr, da eine Türe aufzumachen, weil wir immer gesagt auf der Suche sind nach der guten, reinen, perfekten Lehre. Ich werde das in 3 Punkte unterteilen, um es ganz praktisch zu machen. Ich werde eigentlich die 3 Punkte von Jesus nehmen, dazu mal von gesetzlich, ein bisschen liberal und Gnosis in 3 Punkte. Erstens, ein Irrlehrer lehrt etwas Falsches oder Einseitiges über das Evangelium. Und jetzt ist interessant, ich habe noch nie einen Irrlehrer gehört, der gesagt hat, ich bin ein Irrlehrer. Ich habe noch nie jemanden getroffen, gesagt, ich bin gesetzlich. Ich habe noch nie jemanden getroffen, gesagt, ich bin liberal. Sondern jede Person und ich inklusive, ist auch hochinteressant, dass die über Irrlehrer predigen, sind meistens die Irrlehrer. Das ist eigentlich eine mega mutige Message, dass ich euch sage, ich bin recht und der Rest ist ein bisschen schwierig. Ich möchte euch in meine Perspektiven reinnehmen, wie ich Irrlehrer verstehe. Ein Irrlehrer ist nicht das Problem, was man sagt, sondern was man nicht sagt. Es gibt viele Pastoren und Kirchen, die betonen nur eine Sache, nur Gnade, nur Wunder, nur Heilung, nur Gericht, nur Hölle, nur heiliger Lifestyle und das ist alles nicht falsch. Aber es ist nur eine Seite. Und wenn man die zweite Seite nicht auch betont, es gibt eine gute Botschaft, dann muss es auch eine schlechte Botschaft geben. Wenn es Gnade gibt, dann gibt es aber auch ein Gericht. Gibt es einen Himmel, dann gibt es auch eine Hölle. Gibt es Gutes, gibt es auch Böses. Also wenn du nur von einer Seite predigst, hast du Tendenz, ein Irrlehrer zu sein, weil du nicht das volle Programm, Evangelium den Leuten erklärst, auch die Dinge, die dir nicht ganz passen. Und ich möchte an diesem Punkt ein bisschen über Gesetzlichkeit sprechen. Was ist gesetzlich? Es gab die Schriftlehrer, die Pharisäer, die konnten die Gesetze in- und auswendig, sie waren die Hüter vom Gesetz. Und die haben gesagt, wenn du gläubig bist, dann wirst du alle diese Dinge auch exakt, haargenau erfüllen. Und Gesetzlichkeit erkennst du daran, die richten andauernd. Die richten, du kommst in den Himmel und du kannst gerade vergessen. Du hast ein Tattoo, falsch geschrieben, gehst in die Hölle. Gesetzliche Leute, schau auf YouTube, die nehmen alles auseinander und nur sie glauben, ich komme in den Himmel und der Rest kommt nicht in den Himmel. Und es sagt doch Jesus, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werden. Und gesetzliche Leute, die halten alles ein, ich sage es dir ähnlich, du kannst treu sein, bist immer zu Hause, du schaust für den Mann, für deine Frau, für deine Kinder, du pflegst sogar dein Auto 7-mal in der Woche, aber es lebt nicht mehr. Und Gesetzlichkeit kann tun, dass du alles machst, was in der Bibel steht, alles. Aber dein Glaube lebt nicht mehr. Und es kommt ein Punkt, wenn man gesetzlich ist, dann sieht man immer beim anderen irgendetwas, wo du denkst, früher, also war früher, das ist heute ja nicht mehr so, aber früher, als ich zum Glauben kam, haben wir gesagt, wenn du rauchst als Christ, kannst du nicht wiedergeboren sein. Sei nicht ein rauchender Christ, sondern ein brennender Christ. So bin ich aufgewachsen, kannst du schon lachen. Ein Tattoo, da kommst du direkt in die Hölle. Heute ohne Tattoo bist du gar kein Christ mehr. Ich kann es eben nicht machen, weil es funktioniert nicht. Versteht ihr, was ich meine? Die richten andauernd. Nimm ein Beispiel, das verstehst du, was ich sage. Ich habe jemanden gesehen, ein Pastor hat in der Kirche ein Trampolin aufgestellt und hat mit dem Trampolin eine Predigt gemacht. Das hat Jesus andauernd gemacht. Es war mal ein Schaf, es war mal ein Haus, es war mal ein Stein. Der hat immer Bilder genommen. Dann hat die auf YouTube gesagt, er ist ein Irrlehrer, er macht eine Show aus der Kirche. Und ich denke, nein, es ist einfach
das wirst du nie mehr vergessen, die Botschaft, um was es geht. Und wenn du gesetzlich bist, dann gibt es wie so einen Dominoeffekt. Dann sagst du, Leute, ich bin nicht ganz sicher, dass deine Wahrheit, wie du das siehst und deine Perspektive effektiv auch stimmt. Und die Bibel sagt doch, dass die Gnade alleine macht uns selig, bringt uns zum Glauben, oder? Aber wenn der Stein beginnt zu wackeln, weil du gesetzlich unterwegs bist, denkst du plötzlich, ja, aber gut und böse. Ja, das stimmt schon. Ich habe gewisse Dinge in meinem Leben, die sind nicht okay. Paulus sagte, warum tue ich das, was ich nicht will? Und das, was ich sollte, tue ich nicht. Ich, elender Mensch, wer kann mich erlösen? Und denkst plötzlich, ja, das stimmt schon. In meinem Leben gibt es viele Dinge, die ich nicht mehr tun sollte. Aber der Preis, heiterer Fahne, in den Himmel zu kommen, und der ist ja unglaublich groß. Und dann beginnt dieser Stein zu wackeln. Und dann sagst du, ja, Schuld, uppala. Ja, was war jetzt gestern Abend? Habe ich wieder was gemacht zum 100. Mal? Obwohl ich ja weiß, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, sollte ich das nicht machen. Und dann kommt diese Schuldfrage und dann der gerechte Gott. Wie kann ein gerechter Gott mir vergeben für nicht die Dinge, die ich nicht weiß, sondern die Dinge, die ich wüsste, nicht mehr sollte, ich habe es getan. Und Gesetzlichkeit bedeutet, ja, ich bin doch nicht ganz sicher, ob ich vom Heiligen Geist wiedergeboren bin. Und Jesus versöhnt, ja, der versöhnt schon, aber ich mache ja viele Dinge, die ich höre, tue ich nicht, weil es ist einfach mir zu unbequem. Und wenn du in die gesetzliche Schublade reinkommst, wirst du immer Menschen finden, immer, die mit dem Finger dir zeigen, was du alles falsch machst, was du müsstest, hätte, wette, Fahrradkette. Und das Gesetzliche hat ein Problem, es bringt dich nicht mehr zum Kreuz. Es ist mein Lebensstil, meine Heiligkeit. Und du bist nicht mehr am Kreuz. Wie weißt du, dass deine Lehre gesund ist? Das hat mit dem Kreuz zu tun. Und ich stelle 2 Fragen, die ich mir persönlich stelle. Die erste Frage ist das Kreuz, ist Jesus Christus das Zentrum von meiner Weltanschauung? Also ist Jesus bei jedem Thema von Finanzen, Sexualität, Familie, Beruf, ist er das Zentrum? Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, will ich wirklich Jesus ähnliche werden oder nur da, wo ich ein Potenzial sehe und der Rest nicht? Du darfst nicht einfach nur eine Sache aus der Bibel rausnehmen, das, was dir passt, und der Rest weglassen. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Ich liebe dieses Bild vom Alten zum Neuen Testament. Ihr könnt auch ein Foto machen, und zwar, es gibt 63.779 Querverbindungen vom Alten zum Neuen Testament. Das heißt, wenn du sagst, das Alte Testament zählt nicht mehr, nur noch das Neue Testament, dann merkst du, okay, ohne Altes Testament gibt es gar kein Neues Testament. Und diese Verbindung bedeutet, es ist immer Gericht und Gnade, kann man in dem Sinne nicht trennen. Es sind 40 Schreiber in 1500 Jahren, in 3 Kontinenten, 1500 Seiten. Es gibt aber nur einen Autor und das ist Gott höchstpersönlich. Und wenn ich das anschaue, musst du wissen, Gnade und Gericht gehört immer zusammen. Ein anderes Beispiel, es gibt 39 Bücher im Alten Testament, für die das interessiert. Und diese 39 Bücher sind 34 davon werden im Neuen Testament andauernd erwähnt. Also wie hat man bestimmt, was gehört in die Bibel? Man hat gesagt, wo gibt es einen Link, wo gibt es eine Verbindung? Man sagt, nur 5 Bücher werden nicht im Neuen Testament zitiert oder auch angewandt. Das ist das Buch von Nehemia, es ist die Esther, es ist Esra, es ist das Hohelied und auch der Prediger. Aber in den Schriftrollen, die man gefunden hat im Alten Testament, waren diese Bücher angehängt in den Schriftrollen. Mit anderen Worten, das ist eine Story und einen Guss in deinem Leben. Das ist ein bisschen so theologisch für die es ein bisschen interessiert. Es gibt einen Mann, Kirchengeschichte, ich liebe Geschichte, Markion, der hat 150 nach Christus gelebt, ich habe ein Bild von ihm mitgebracht. Er hat gesagt, das Alte Testament, all dieses Gesetzliche, das ist doof. Das Alte Testament ist so doof.
Ein Gott, der grauenhaft ist, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und er hat gesagt, wenn ich doch die Bibel lese, Gott ist doch nur Liebe. Und kommt man nicht am Ende alle in den Himmel? Und dann hat er entschieden, das Alte Testament hat er gestrichen, komplett raus, hat eine neue Bibel gemacht, hat nur noch diese Bücher reingenommen, die ihm passt. Ein Gott der Liebe hat sich getrennt von der Kirche, ist eigentlich der größte Irrlehrer, den es gibt in der ganzen Kirchengeschichte. Liebe Leute, Freunde, Sportskollegen der Church, ihr könnt doch nicht einfach da rausstreichen, was ihr wollt. Nur das betonen, was ihr betonen wollt. Es ist immer alles verbunden. Ich möchte euch ganz kurz erklären. Du sagst, der Gott vom Alten Testament ist so grausam. Nein, das ist nur eine Botschaft, wo Gott sagt, wenn ihr wirklich nicht hören wollt, das ist die Konsequenz, das ist Sünde und das ist die Hölle. Gott hat das so krass uns erklärt. Weil wir blöde Schafe sind. Und hör gut zu. Gnade bedeutet im Neuen Testament, dass Gott sagt, ich hebe es auf für später. Weil im Neuen Testament ist Megatön, gibt es die Offenbarung. Und in der Offenbarung kommt die gleiche Wucht vom Alten Testament beim Gericht. Es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und das checken die meisten Christen nicht. Und das ist der Moment, wo Gott sagt, du möchtest mir nicht nachfolgen, kein Problem, ich respektiere das, aber pum, Schokolade. Du kannst doch nicht einfach das Gericht weglassen, weil dir etwas nicht passt in deiner Gnadentheologie. Das Zweite, ein Irrlehrer, der lehrt falsche Sachen über Jesus. Und das ist auch interessant. Und man findet heute viele Kirchen, ich muss hier das gar nicht erwähnen, diese Kirchen, da kommt man zusammen, die Bibel ist nicht das Wort von Gott, das haben Menschen zusammengestellt, es hat mega viele Fehler, darum machen wir die nächste Woche die Bible Week, um euch erklären, wieso ist die Bibel das Wort von Gott. Es ist wichtig, das zu wissen. Die sagen, ja, und dann mit den Wundern von Jesus, das funktioniert nicht mehr. Heiliger Geist, du Spooky. Und das Liberale im Christentum, wo sagt, alle kommen in den Himmel, alle Menschen sind gut und deine Gefühle sind zu gut, ist meine Frage, woher hast du das? Woher hast du das? Und sagen sie, das ist halt heute so. Heute so bedeutet nicht, du stützt deinen Glauben nicht auf der Bibel ab. Also ich wusste, die erste Kirche in der Apostelgeschichte hat Paulus und Silas haben gepredigt. Und die ersten Christen in Berea haben gesagt, wir forschen nach in der Schrift, ob das, was diese zwei Leute sagen, auch stimmt. Das heißt, du musst mit der Bibel beginnen zu argumentieren. Dann sagt man, alle kommen in den Himmel. Es heißt in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 in der Zürcher Bibel, weil wir sind ja Zürcher. Es sind allerdings auch falsche Propheten aufgetreten im Volk, wie es auch bei falschen Lehrern auftreten werden, die heimliche, gefährliche Lehre einführen. Heimlich und gefährlich. Ja, sie verleugnen sogar den Herrn, der sie freigekauft hat, damit bereiten sie sich selber ein jähes Ende. Liberale Theologie, und die ist krass verbreitet. Deconstruction, man nimmt alles auseinander, man sagt, deine Gefühle ist Gott. Also wenn meine Gefühle Gott sind, gute Nacht. Also so doof kann der Mensch gar nicht sein. Also meine Gefühle sind oft mal da, mal da, mal da. Dann sagen wir, alle kommen in den Himmel. Ich möchte erklären, was geschieht. Liberale Theologie sagt, ja Wahrheit, ja Wahrheit, Wahrheit. Ja, was ist denn Wahrheit? Deine Wahrheit, meine Wahrheit, deine Wahrheit, meine. Wahrheit ist relativ und wenn du das gut findest, was du gut findest, das machst, was du machst, ist am Ende für alle gut. Gut und Böse ist ein typisches Modell der Kirchenlandschaft, um die Christen schuldig zu machen, um sie in der Gemeinschaft zu haben. Wenn alle in den Himmel kommen, gibt es gar keine Schuld mehr. Kann man ja alle nehmen, ist doch egal, was du machst. Geh raus und mach, was du willst. Spielt gar keine Rolle. Überleg dir mal ganz konkret, liberale Theologie. Gerechter Gott, das Wort ist doof, weil es kommen ja alle in den Himmel. Egal wo und wie du lebst. Und Jesus hat meine Versöhnung, den brauche ich schon gar nicht mehr. Und liberale Theologie macht all das von Sünde, von Bibellesen, von deinem Lifestyle. Alles spielt keine Rolle. Und wenn du ein Mosaikstein mal beginnt zu fallen, dann beginnt
das Kreuz zu fallen. Und das ist liberale Theologie. Das Kreuz steht nicht mehr, weil es braucht es nicht mehr. Liebe Leute, es ist mega, mega, mega gefährlich, was für Strömungen es heutzutage gibt. Das heißt, du musst wirklich das Gesetzliche bringt dich nicht mehr zum Kreuz und das Liberale nimmt dir das Kreuz. Ich möchte enden mit der letzten Gruppe und die ist massiv groß. Irrlehrer verleitet zu Gier, Macht und unmoralischen Lebensstil. Die 3 Themen, Sex, Geld und Stolz. Hat sich nicht geändert. Und liebe Leute, macht eure Augen auf. Wie erkennt man einen Irrlehrer? Er macht sich groß statt das Kreuz. Er sagt, ich bin der Apostel. Ein klassisches Beispiel. Ich kann euch mega Beispiele erklären, auch mit Namen, mache ich jetzt nicht. Es ist immer genau gleich. Gott hat mir eine Offenbarung gegeben. Ich hatte einen Traum. Ich hatte eine Vision. Und ich erkläre euch, wie es funktioniert und ohne mich geht es nicht. Klassisches Aposteldings, wo nicht funktioniert. Oder man sagt, der Apostel ist zu oberst der Leiter, weil Gott hat den Aaron gesegnet und dann ist das Öl vom Bart runtergelaufen, top down. Der Segen kommt vom Leiter, top down. Das heißt, wenn ich nicht in Luxus lebe, weil mein Luxus geht ja runter zu euch, werdet ihr auch in Luxus leben. Was macht man? Man hilft dem Pastor, in Luxus zu leben. Versteht ihr die Systeme? Die sind crazy. Und wir sagen im ICF, und hör gut zu, das ist meine Meinung, so verstehen wir es und nicht Folge ICF, sondern Folge Jesus. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Das 8. Mal, das heißt in 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen können. Kannst du das ertragen? Es gibt 2 Geschlechter. Das allererste, Gott schuf Mann und Frau. Und dann geht es bei mir nicht weiter. Es gibt immer Ausnahmen, aber sie sind eine Ausnahme. Sie werden nur noch nach den Lehren suchen, die ihnen das erzählen, was ihnen gefällt und den Wünschen entsprechen. Ich habe einen gewaltigen Respekt vom Wort Gottes. Wir haben am Anfang gesagt, 2 Dinge werden wir nie ändern. Wir werden Gott nie ändern, weil das macht keinen Sinn, der war vor uns da. Und wir werden nie das Wort Gottes ändern. Auch die Dinge, die mir nicht passen, die stehen drauf. Hast du das Gefühl, mir passt das? Ich habe ein Motorrad gekauft, dass man alle 8000 Kilometer das Öl wechseln muss. Passt mir nicht. Doch scheiße. Bau ein Motorrad, wo immer fährt. Ich kann das schon nicht machen. Ich habe kein Öl und irgendwann brennt dann mal ein Motor und das ist dann auch wieder interessant. Es gibt Dinge, wo Gott uns auf den Fuß steht, weil es uns nicht gut geht. 2. Petrus 2, Vers 3. Achte mal, was das Gericht über Irrlehrer passiert. Also ich spreche jetzt über Menschen, die verkündigen, die predigen. Darum möchten die meisten Leute auch kein Prediger mehr werden, weil ist schon noch krass. Trotzdem werden viele auf sie hören und sie mit ihrem ausschweifenden Leben anschließen. Diese Leute bringen unseren Glauben, den wahren Weg zu Gott in Verruf. Hast du gewusst, Irrlehrer, Menschen, die es finanziell übertreiben, die bringen unsere Branche in Verruf. Es ist kein Peanuts. Sie können nicht genug bekommen und werden auch belügen und betrügen, um das Geld aus den Taschen der Leute zu ziehen. Doch das Urteil über sie ist längst gefällt. Sie werden ihren Untergang nicht entgehen. Es gibt ein kleines Detail zu Irrlehrern von Sekten und all diesen Dingen. Bei uns hat jeder Pastor, ich sage nicht, ICF ist nicht perfekt, gell? Don't worry. Aber bei uns hat jeder ein klar definiertes Gehalt. Auch wenn es letzten Sonntag waren mehr Leute da, gibt es nicht mehr Finanzen. Es gibt mehr E-Mails, mehr Probleme. Es ist alles klar definiert. Du gibst nicht deinen Zehnten in meine Tasche, sondern in ICF, in diese Church-Familie. Kinderräume, Gebäude, online, alle diese Dinge werden mit dem bezahlt. Das ist eines der Zeichen, dass wir uns entschieden haben, wir dienen mit einem Okay-Lohn, guten Lohn, gutes Gehalt, aber es ist klar definiert.
Das sind Dinge, auf die musst du hellhörig werden, wenn es nicht transparent ist in deiner Church. Jetzt möchte ich ein Beispiel erklären. Es gab den Martin Luther, dazumal gab es ja nur die katholische Kirche und ein paar Freikirchen. Martin Luther hat angefangen, die Bibel zu lesen und hat sich Fragen gestellt. Fragen zu stellen ist wichtig, richtig, okay. Er hat die Antworten gesucht aus der Bibel, nicht aus dem Zeitgeist, nicht aus liberaler Theologie, sondern wissen, was steht in der Bibel. Und Martin Luther hat dann festgestellt, dass, wenn man ja stirbt in der katholischen Kirche, kann man ja durch das Fegfeuer, durch Finanzen geben, kann man die Leute aus dem Fegfeuer wiederholen. Also, gibst 1 Million, hast deine Großmutter wieder draußen. Und er hat das studiert und gemerkt, nirgendwo in der Bibel findet man das. Mit dem hat man dann Kirchen finanziert, zum Beispiel Rom. Und er hat gemerkt, das ist eigentlich eine Geldmasche. Und hat festgestellt, man findet es nicht in der Bibel. Martin Luther hatte viele Fragen gestellt über Gott und die Welt, aber hat in der Bibel geforscht und hat die Kirche reformiert. Reformiert bedeutet, wir bleiben nicht stehen, wir müssen uns ständig reformieren. Wir werden Jesus Christus ständig ähnlicher. Das war seine Aussage. Ein anderer Mann, Joshua Harris, hat ein Buch geschrieben, Ungeküsst und, wie geht der Spruch? Ungeküsst und doch kein Frosch. Ein krasses Buch über Sex vor der Ehe, hat uns geprägt in meiner Zeit. Kam dann eine Glaubenskrise und hat angefangen, Deconstruction, die Bibel auseinanderzunehmen, hat gemerkt, die Bibel ist nicht das Wort von Gott. Es gibt viele Dinge, die machen keinen Sinn. Es gibt auch viele Dinge, die sind nicht korrekt. Und durch das Deconstruction, was heute beim Liberalen modern ist, hat die nicht näher zu Jesus geführt, sondern weiter weg. Er hat gesagt, nein, Gott gibt es nicht und die Kirche ist eine Fantasie. Und er war Pastor, hat den Job gekündigt als Pastor, das ist noch nicht schlimm, hat öffentlich den Glauben an Jesus abgesagt und hat gesagt, alles, was ich jemals geschrieben habe, ist falsch. Und durch Deconstruction hat er dann noch festgestellt, ich habe die falsche Frau geheiratet und hat sich von ihr getrennt. Wenn du auf der Suche bist, du hast Zweifel, alles völlig normal, dann geh in das Wort Gottes. Dann such in der Bibel nach Antworten, aber nicht im Zeitgeist und den Menschen, die die Kirche, die Bibel, Gott und Jesus alles in Frage stellen. Ich habe einen guten Freund und ich möchte das ganz kurz einleiten, um den letzten Bibeltext zu lesen. Ist Pastor, hat in seiner Ehe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und wer von uns hat nicht Schwierigkeiten in der Ehe? Hand unten. Danke, alle. Alle. Und irgendwann kommt die Midlife-Crisis, da kommen ja alle, denkst du, okay, ich habe noch mal 20 Jahre, bin noch jung, fresh und cash. Und hat dann gemerkt, durch eine Lehre von Wort und Geist ist eine Lehre, man trennt den Körper und den Geist, das heißt, Sexualität ist dein Körper. Wenn du Hunger hast, isst du, oder? Wenn du Appetit nach Sex hast, isst man auch Sex. Und hat gemerkt, das ist ja nicht mein Geist. Und durch die Lehre hat sich entschieden, wie eine Biene, viele Blüten zu beglücken. Habt das Bild? Hat ein bisschen rumgelebt. Und das war seine Theologie. Wie erkennst du einen unmoralischen Lifestyle? Es zieht dich immer weg von Heiligkeit. Es zerstört immer Familie. Und es macht dich immer brutal egoistisch. Es stimmt für mich. Und ist so vom Glauben abgedriftet. Es hat dich nicht näher zu Jesus gebracht, sondern noch viel weiter. Wenn du hungrig bist, dann such im Wort Gottes deine Lösung. Ich möchte mit einem Text enden und es ist mega krass. Ich habe viele Texte weggelassen, weil es ist wirklich, ich habe gemerkt, ich weiß nicht, am Dankessonntag das passt. Aber ich glaube, es passt. 2. Petrus 2, 13 bis 15. Gefährliche folgende Irrlehre. Besteht doch ihr ganzes Vergnügen darin, schon am helllichten Tag üppige Gelage zu veranstalten. Ein Schandflecke sind sie in eurer Gemeinde, sie sind in der Church, denn sie breiten selbst noch mit ihren betrügschen Irrlehren
wenn sie mit euch zusammen essen. Ständig machen sie Frauen in der Small Group, wo auch immer, die zum Seitensprung willig sind, schöne Augen. Ich spreche nicht von der Welt, von der Church, durch eine Lehre. Unersättlich geben sie sich der Sünde hin. Sie führen alle, die leicht zu beeinflussen sind. Habgier, Finanzen, ist alles anders ihrem Herzen verdrängt. Gottes Fluch wird sie treffen, den richtigen Weg haben sie verlassen und gehen in die Irre, genauso wie Biliam, der Sohn von Beor. Er tat bereitwillig für Geld Unrecht. Geld, Macht und Sex sind Zeichen von Irrlehrer. Immer, immer. In Vers 19 heißt es, sie versprechen andere die Freiheit, sind aber selbst Sklaven ihrer Verdorbenheit. Ich möchte enden und ich möchte euch mir ans Herz legen, nehmt dieses Kreuz. Und mach das zum Zentrum von all deinen Fragen. Das Kreuz verbindet Mensch zu Mensch, Gott und Mensch. Es macht dich nie alleine. Ein Christ geht nicht alleine, ist immer verbunden in einer Gemeinschaft. Und ich lade dich ein, dass wir diesen Hunger haben, dass Gott mich reformiert. Ich habe den Hunger wie Martin Luther, Gott reformiere mich. Ich möchte nicht bleiben, wie ich bin. Wenn Leute sagen, bleib so, wie du bist, dann frag mal deine Frau, ob sie einverstanden ist. Sag, nee, spinnst du? Das ist eine Baustelle. Reformation bedeutet, ich habe den Hunger, die gesunde, gute Lehre von Jesus zu haben. Weil ich möchte Jesus Christus jeden Tag ähnlich werden. Das ist eine gesunde Theologie. Lade dich ein, aufzustehen, live, online und alle Microchurches. Und ich lade jetzt euch ein, die Augen zu schließen. Und wir werden als eine Sache machen. Christus nachzufolgen bedeutet, er ist mein Hirte. Er ist mein Hirte. Ja, Gott hat Apostel, Lehrer und Teachers gebracht. Aber unsere Aufgabe, hör mir gut zu, ist immer zum Kreuz zu gehen. Immer. Das ist die Solution. Niemand von uns ist die Lösung. Auch wenn du Wunder bewirken kannst, die Wunder gehen immer zum Namen Jesus. So, hier sind wir, Jesus. Und wir schauen dich heute an. Jetzt lade dich ein, deine Augen aufzumachen und schau auf dieses Kreuz. Und wenn du dieses Kreuz anschaust, was sagt dir Jesus jetzt? Was würde Jesus an deiner Stelle tun? Oder was tut Jesus an deiner Stelle? Und wir sind eine Church, ein ICF-Movement, das immer, egal was für eine Begabung du hast, was für eine theologische Meinung du hast, wir weisen immer auf Jesus. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Eintrittsticket in den Himmel. Wenn du das Kreuz anschaust, Jesus spricht zu dir. Er kann dich motivieren. Er kann dich korrigieren. Er kann dich auferbauen. Er kann dich auch jetzt ganz konkret erlösen. Wenn du noch nie dein Leben Jesus anvertraut hast, sag Jesus, hier bin ich. Vergib mir. Ich habe Dinge falsch gemacht. Komm in mein Leben. Lass uns das Kreuz wirken. Your
Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun, viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.